Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir haben in der letzten Folge gerade die Grünwege abgeschlossen und sind eigentlich auf der Erkundungstour, wo es weitergehen sollte. Und wir haben dann hier einen kleinen Rast auf dem Bänkchen vorgenommen. Und ich bin hier ja schon wieder gemütlich am Losspazieren, um zu schauen, wo es uns als nächstes hinverschlägt. Ich sehe, hier unten haben wir 3... Oh! Nicht ablenken! Ui! Gut, von Anfang an direkt mal 2 Leben verloren. Ich würde behaupten, ich gehe direkt mal zurück nochmal aufs Bänkchen und fülle mir mein Leben an. Hey, so dumm kann auch keiner sein. So, dort unten haben wir ja 3 freie Wege, die wir anschauen können. Und ich würde mal behaupten, wir spazieren dem Fall los und schauen, dass ich jetzt nicht gerade wieder am Anfang zu einem Fehler bringe und wieder 2 Leben verliere. Ich bin gerade unsicher, ja, dass er jetzt gerade wieder kommt. Der wird dann immer gerespawnt, sobald... Ui, was... Ah, das ist das komische Ding. Das hat uns ja schon mal beschossen. Da müssen wir ein bisschen gut aufpassen. Was ist da? 2 tote Käferli, die so... Da fehlt aber noch das Lagerfeuer. Das müssen wir ganz ehrlich sagen, da fehlt noch ein gemütliches Lagerfeuer. Oh! Oder tauchen jetzt die ganze Zeit so Viecher auf? Okay, wir hätten jetzt hier mal einen Gang, wo wir rechts durch können. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Hallo? Und dann haben wir gerade noch 2... So, das haben wir meisterhaft gelöst. Ui, jetzt habe ich einfach die Statue kaputt gehauen, oh mein Gott. So, mit unserem neuen Sprung kommen wir da ja einwandfrei drüber. Die Frage ist jetzt, wo Anna bringt uns der Weg? Hui, ich habe ihn wieder gar nicht gesehen, da im Gebüsch reinstehen. Komm jetzt. Aber von dir lasse ich mich nicht so leicht auffressen, da. Da können wir auch gerade die nächste Statue umhauen. Da haben wir irgendein Gebäude und weitergehen tut es da nicht. Ich würde mal sagen, wir betreten das Gebäude. Jawohl. So, da innen sieht es aber recht dunkel aus wieder. Soll ich mich da mal getrauen? Nein, das ist mir... Ah! Also ich würde behaupten, das ist noch gar nichts für uns, da wir einfach keine Sicht haben in der Dunkelheit. Es gibt so eine Art Laterne, die wir uns posten müssen. Mit der wir dann auch in der Dunkelheit einiges mehr sehen und viel mehr beleuchtet wird. Mann, ich glaube, ich fülle mir lieber mal noch mein Leben auf, bevor wir da wieder ins Gras beißen. Jetzt sind wir da wieder auf völliger Erkundungstour. So, dann muss ich mir merken, dadurch ist ein Dunkelbereich, den wir dann mal noch erforschen müssen. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg weiter runter da. So, auf der anderen Seite hat es jetzt einen Weg, der uns weiter bringen würde. Nice, das hat gut funktioniert. Hallo? Ich bin zu Hause. Oh nein. Oh mein Gott. Nein! Oh, wir können gar nicht so hoch hochgumpen. Das finde ich jetzt aber sowas von nicht eisfair. Das Einzige, was mir dort vielleicht übrig bleiben ist, versuchen drauf zu schiessen mit unserem Schuss, den wir haben. Aber ich würde sagen, ich hau jetzt erst mal den Hügel voller Taler kaputt, dass wir die auch mal noch einsammeln können. Und dann versuche ich einmal gegen das Viech da klar... Oi! Okay. Was ist mit dem Dings los? Wie soll ich das besiegen? Oi, hey! So, und jetzt muss ich aufpassen. Oh, nein! Ich sage jetzt lieber besser nichts dazu. Rüdigsüß, wir haben jetzt die Karten aktualisiert. Dort haben wir Steineres Heiligtum, hat das geheißen. Da sehe ich ja ganz genau, wo das unsere Seele liegen. Meine Güte, wie soll ich denn das Ding besiegen? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Das Einzige, was ich jetzt aufpassen muss, ist, jetzt darf ich nicht als zweites Mal sterben. Wenn ich das zweite Mal stirb, verliere ich alles komplett. Rüdigsweise auch all unsere Taler und alles drum und dran. Und das soll ja eigentlich nicht das Ziel sein, darum recht vorsichtig vorangehen. Wie soll ich das Ding nur besiegen? Das freut mich jetzt schon die ganze Zeit. Klar, aber ich könnte drauf schiessen, aber das ist plötzlich so durch die Gegend durchgejumpt. Oben kommt jetzt das Teil wieder führen. Ich sage, ich versuche mich jetzt irgendwie mal da in Deckung zu bringen. Die Seele wieder einzusammeln. So, das hat jetzt schon mal gut funktioniert. Die Frage ist jetzt, ob wir einfach mal das Gebüsch ignorieren. Weil das dunkelt mir einfach ziemlich schwierig zu besiegen irgendwie. Gut, hier oben durch könnten wir auch noch. Jetzt haben wir da wieder 2 Wege, die wir wählen können. Ich würde gerne mal hier oben durch schauen. Okay. Ich komme einfach nicht darauf klar, dass das Ding so hoch umeinander kommt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Okay, okay. Oh Mann, nein, vergiss den Fisch. Vergiss den Fisch. Das tue ich mir jetzt gerade momentan nicht freiwillig an. Wir können das ja das einmal auf dem Rückweg nochmal anschauen. So, die ganze Zeit so schiessende Dinger, wo da... Ah, Mann. Komm da raus, komm. Mann. Da können wir schön gemütlich unsere Seele wieder auffüllen. Das bedeutungsweise, ich gehe davon aus, dass wir ihn wahrscheinlich abschiessen müssen. Ich kann das gar nicht kaputt machen. Ach du Heilige. So. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir schauen uns lieber mal den nächsten Weg an. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu kompliziert mit diesen Schiessteilern und gleichzeitig mit dem riesigen Büsch unten dran. Das können wir uns ja dann auf dem Rückweg mal anschauen. Geht es jetzt da abwärts? Okay. Ah, okay. Nein, wieso wird jetzt alle gedacht, du spuckst schon bei mir durch? Nein, schon wieder so eins. Wieso schießt er genau dort an, wo ich am Schluss angekumpelt werde? Das ist doch einfach nur fake. Also gut, ich schaue jetzt da mal weiter in der Hoffnung, dass wir irgendwie noch ein paar Münzchen, normale Münzchen finden, die ich kann besiegen. Um unser Leben einigermaßen wieder auffüllen, weil kann ich auch mein Leben auffüllen? Muss ich einfach ganz vorsichtig sein. Nein, gar nicht, hä? Ach du Mann. Das wird wieder ein ganz knappes Spiel. Es könnte möglich sein, dass ich in der Folge zweimal sterbe. Oh mein Gott. Okay, das hat gut funktioniert. Hier oben haben wir irgendeine Riesentruhe wieder. Das ist aber eher die Frage, mit so wenig Leben hier umeinander zu jumpen, habe ich irgendwie ziemlich Respekt davor. Nein! Jetzt muss ich an dem entlang führen, Gumpen. Oh Mann! Ganz ehrlich, das Einzige, was mir gerade momentan übrig bleibt, ist schon fast eigentlich nochmal retour gehen und lieber den unteren Weg durchzuschauen. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich wirklich nicht getroffen werde. Sola. Nice! Dann haben wir wenigstens so einen Haufen voller Taler. Gut, bringt das auch nicht wirklich viel, wenn ich jetzt nochmal sterbe, weil dann muss ich wirklich schauen, dass ich meine Seele wieder bekomme. Ich glaube, wenn ich die sehe, dann muss ich einfach wirklich so schnellstmöglich da durchjumpen. Sonst schiessen die mich zu Tode. Oh, das ist knapp. Nein. Sola. Und dann kommen wir jetzt wieder zu dem riesigen Busch. Bis dahin ist es ja eigentlich noch gut gegangen. Die Frage ist jetzt, wie besiege ich den? Das ist eine gute Frage. Oder könnte ich mir mal meine Seele wieder ein bisschen auffüllen? Jawohl. Nein! Wo kommt jetzt das Ding her? Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wirklich so lost. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, da vorne kommen wir gar nicht weiter. Da müssten wir eigentlich weiter irgendetwas anderes, eine andere Fähigkeit brauchen, um dort überhaupt durchkommen. Aber wenigstens haben wir die Gegend mal erkundet. Nein. Yes. So, da kommen wir wieder die Schiessbimbel da. Dann würde ich sagen, da gehen wir jetzt einfach schnellstmöglich durch, damit die mich nicht treffen. Jawohl. So. Komm jetzt, das mal schaffen wir es. Dann müssen wir einfach meine Seele holen und dann versuchen wir mal weiter runter zu gehen. Es hat ja noch einen anderen Weg. Wo wir uns mal anschauen können. Jawohl, das haben wir gut anbekommen, Gott sei Dank. Das Einzige, was ich kann überlegen bin, ist, ob wir versuchen, den grossen Busch zu besiegen. Aber okay. So könnte das noch gut funktionieren. Mal. Dann musst du das Leben auffüllen. Ich würde sagen, da müssen wir, wie es aussieht, einiges an Leben einstecken, um gegen den überhaupt anzukommen. So, dann müssen wir noch das Leben auffüllen. Das Problem ist, ich trüpfe ja nicht einmal in diesem Moment. Ah, okay, dann haben wir ihn einmal getroffen, dann kann ich nochmal das Leben auffüllen. Komm jetzt, gegen das Gebüsch gewinnen wir. Hey. Nein, es sieht gar nicht danach aus. Wir kommen da gerade rüber auf den Keks wieder rüber.
Nein! Wie soll ich denn das Gebüsch besiegen? Was ist denn das für ein abgefucktes Ding? Ach, also, ich glaube, ich lasse für den Moment lieber noch bleiben gegen das. Ich habe irgendwie Angst, dass ich meine Seele langsam nicht mehr zurückbekomme, wenn es so weitergeht. Und dann wieder das Schiessen. Drecksding! Da! Ich bin die ganze Zeit am Studieren. Wie wäre es möglich, da mache ich immer den gleichen Fehler. Wie wäre es möglich, das Gebüsch zu besiegen? Irgendwie gibt es ja gar keine Möglichkeit, weil er kommt die ganze Zeit über mich. Oder er chargt mich an. Wenn er mich anchargt, muss ich in dem richtigen Moment den Knopf drücken, dass es einfach schon fast unwahrscheinlich ist, dass ich dem eins auf den Keks gebe, sage ich jetzt einmal. Die Frage ist, soll ich es nochmal probieren? Soll ich es nochmal probieren? Gut, ich fühle jetzt hier mal noch schnell. Ich probiere jetzt das noch ein einziges Mal. Wenn ich jetzt sterbe, dann suchen wir einen anderen Weg und schauen dort mal weiter. Weil ich bin einfach so, wenn ich etwas angefangen habe, dann muss ich es eigentlich eben enden. Jetzt haben wir wenigstens 2 Treffer können landen. Nice, haben wir wenigstens einmal getroffen. Woppa, woppa, woppa. Jetzt füllen wir ganz kurz mal unser Leben auf. Nice, also Full Life. Nice. Oh, das hat mich gerade noch verwünscht, oh Mann. Gut, ich würde sagen, ich fülle jetzt gerade noch mal kurz mein Leben auf. Solange ich jetzt in dieser Welt, also in diesem Abschnitt von dieser Welt bleibe, bleibt das auch so, wie es jetzt gerade momentan ist. Also er hat so viel Schaden kassiert, wie wir ihn bis jetzt reingehauen haben. Ja, es hat gut funktioniert. Jetzt kann ich hier nämlich mal meine Seele auffüllen. So, wir schaffen das, wir schaffen das. Okay, okay. Jetzt haben wir gerade noch so wenigstens. Okay. Gut, dann haben wir nochmal getroffen, nochmal getroffen. Gut, wir haben nochmal getroffen. Wir haben wieder Seelen offen, mit denen wir uns aufheilen können. So. Ich muss mich daran gewöhnen, in dem Moment runterschlagen. Nice, genau so. Okay, das kommt gut, das kommt gut. Ah, jetzt habe ich eigentlich etwas völlig anderes erwartet. Okay, ich würde sagen, gerade nochmal ein Leben auffüllen, dass wir da wirklich nicht down gehen. Oh, vergessen runterschlagen. So. Komm, ins Gebüsch da, du. So. Ich schaue, es bald drauf. Gut, gut. Ach, komm jetzt. Nice! Ach, nach dem 3. oder 4. Versuch haben wir es geschafft. Haben wir da näher. Ciabatta Grande. So, dann haben wir das Viechli eigentlich auch noch erledigt. Aber trotzdem würde ich sagen, wir kommen dort nicht weiter. Dann würde ich sagen, wir machen uns zum nächsten Weg zum Erforschen. Wir haben jetzt wenigstens volles Leben noch. Mann, dass wir das jetzt wirklich noch angebracht haben irgendwie. Ich bin gerade... Ah, entweder muss ich... Lange das mit dem Charge? Ah ja, das lange so. Dann muss ich nicht andersrum gehen. Da haben wir noch irgendein Schild, das uns hier runterführt. Ich würde sagen, dann schauen wir uns das Ganze mal an und gehen hier abwärts. Okay. Nebelschlucht. Oh, da höre ich einen Gesang, der mir einfach allzu lieb ist. Das heisst für mich, wir machen uns mal auf den Weg hier über. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich da die wegschlage, weil ich glaube, die geben mir irgendeine Art Stromschlag, sobald ich die berühre. Er befindet sich genau auf der anderen Seite und ich komme da nicht durch. Oh Mann! So, das heisst, wir müssen einen anderen Weg zu ihm finden. Wird das doch ein bisschen schwieriger, als ich denke. Also ich denke, ich jetzt gerade von Anfang an den Weg zu ihm. Nein, oh, Boot schon.
Okidok, also das Ziel ist, die Grossen nicht zu hauen. Die Kleinen können wir hauen, wie es aussieht. Die Grossen dürfen wir nicht hauen, die schiessen wir da irgendeine Sprengladung hinten an. Oder dich darf ich nicht hauen, sonst... Ich hau jetzt aber mal, weil ich auch gerne volle Seelen. Oder denen hätten wir sonst noch einen freien Weg, den wir nicht angeschaut haben. Okay, so. Schauen wir mal ganz kurz da rein. Okay, das ist wieder so... Okay, nein, das geht nicht. Ich habe gedacht, vielleicht könnten wir dort am Rand stehen bleiben. Das heisst einfach, wir müssen ziemlich schnell... Oh! Oh! Aber nein, hey! Oh Mann! Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das wird jetzt wieder eine riesige Katastrophe. Jetzt bin ich in dieser Folge irgendwie 4-mal gestorben. Ach du heilige Maria. Also das Spiel entwickelt langsam ihre Schwierigkeit. So, die hauen wir. Weil eigentlich hätten wir jetzt wirklich genug Leben gehabt und alles, aber jetzt hat es mir ja irgendwie 3 Treffer aufs Mal reingeheizt. Gut, dann ist, ich weiss jetzt wenigstens, wo wir durch müssen und nicht mehr bei so einer komischen Kreatur durch. Den komischen Busch haben wir ja eigentlich besiegt gehabt. So, la. Dann hier abwärts. Und jetzt müssen wir eigentlich links abwärts, bis wir einen Weg finden. Komm weiter rauf, geh weiter rauf. Nicht näher kommen. Geh weg. Nice, okay. Das könnte der Weg sein. Jetzt schauen wir uns das gerade mal an. Jawohl, und meine Seele ist natürlich weiter vorne. Natürlich musst du dort sein. So, aber das haben wir gut anbekommen, der Jump. Dann gehen wir gerade mal weiter. Jetzt ist aber die Frage. Ich habe noch gar keine Karte für das Gebiet, richtig? Komme ich da weiter oder geht es jetzt da rauf? Ja, schauen wir lieber mal oben durch an. Ach, mir ist gerade wieder warm geworden. Hier oben haben wir irgendein Teil, das auf uns wartet. Jetzt haben wir noch extra Leben, die wir einsammeln können. Nice, 2 extra Leben, das sage ich natürlich auch nicht. Nein. Gott sei Dank haben wir bis jetzt Siegel von Heilands Nest. Was ist denn ein Siegel von Heilands Nest? Ah, da unten. Siegel von Heilands Nest. Ein offizielles Siegel des Königreichs von Heilands Nest, das die Autorität des Königs und seiner Ritter symbolisiert. Ein Relikt aus der Vergangenheit von Heilands Nest. Dieser Gegenstand besitzt nur noch für diejenigen Wert, die sich mit den Geschichten von Heilands Nest beschäftigen. Alles klar. Das ist aber eine gute Frage. Da ist jetzt kein Weg weitergegangen. Geht jetzt da unten ein Weg weiter oder komme ich dann da völlig auf die Kappen über? Ah doch, da gibt es noch eine weitere Plattform. Okay. Schauen wir gerade mal da nach. Okay, da kommen wir wieder so irgendwie dschungelartig weiter. Hey, wo bin ich da? Hä? Soll ich mich jetzt so weiter drauf kämpfen? Abwärts oder aufwärts? Oder soll ich jetzt lieber... Jetzt haben wir wieder einen Riegel, der zu ist. Da haben wir auch wieder so ein schwarzes Portal, das zu ist. Ah, das ist ein normaler Boden. Okay, alles klar. Gut, da kommen wir irgendwie an beiden Stellen nicht so ganz weiter, weil da an beiden Orten das verschlossen ist. Bedeutungsweise der Weg ist jetzt komplett für nichts gewesen. Und dort geht es ja auch nicht weiter. Das heisst für mich, ich muss nochmal alles zurückgehen und einen neuen Weg suchen. So, oder? Gut, der Rückweg fällt mir schon mal ein bisschen leichter als der Hinweg. Ja, doch, da kann ich einfach so drüber, jawohl. Nice, der Rückweg ist uns wenigstens leichter gelungen als jetzt hier der Hinweg. Aber wisst ihr was? An dieser Stelle würde ich sagen, dass wir schauen uns weiter an, wie es weitergeht in der nächsten Folge, wenn sie wieder heisst, der Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke mal fürs Einschalten, ich hoffe, euch hat es Spass gemacht und ciao!